Tja, Freunde, da sind wir wieder am Einsatzziel. Okay, ich dachte zwar, dass jetzt irgendwie was passieren würde, so wie wir es schon mal hatten, dass direkt wieder irgendwie eine Cutscene kommen würde. Kein Plan. Tja, willkommen zurück, Freunde, zu Marvel's Avengers. Immer noch, ja, Staffel 2 kann man sagen, eigentlich auch Operation 2. Wir sind ja hier noch mit Kate Bishop unterwegs. Nicht unterwegs. Und die Frage, die sich mir stellt, Bishop vor Ort, ja, das ist soweit korrekt. In der letzten Folge habe ich Kate, glaube ich, noch abgegradet, aber die Frage ist natürlich, gibt es hier noch was Neues eventuell? Ich glaube, vieles kann ich gar nicht nehmen, weil gut, Ressourcen nicht genügend, Gruppierungsrang fehlt. Sowieso alles scheiße, sagen wir mal ehrlich. Das sieht zwar eigentlich geil aus, aber eben die Dinger hier, ja, weiß noch nicht so gleich stark. Nichts davon wie Kate, das einzige wäre das hier, der Shield, der Speer. Gruppierung sind wir erst Rang 6. Oh, ja, da müssen wir eigentlich echt mal ein bisschen upgraden. Die Frage ist, ob das eigentlich mal Offski machen müsste. Weil es sicher wieder so etwas wäre, was mitunter relativ lange dauern dürfte. Warte mal. Ich muss mit Pim, also mit Hank quatschen. Wenn wir sagen, wie direkt zum Ameisenhügel war. Bringt jetzt sonst nichts. Wenn ich eh dahin muss, sonst können wir, glaube ich. Okay, warte mal. Da wäre die Hauptmission, aber sonst noch irgendwas. Plus 12. Plus 104 für Tor. Agents des Donners, Flashback. Ikonische Mission Herausforderung 2. Ah, Agents, okay. Ja, wieder so Englischmäßig, Deutsch, Englisch, Ist klar, Alter. Okay, die Herausforderung. Nochmals Training? Nee. Hatten wir schon mal. Dachionris Ausbruch. Alter. Die Missionskraft. Was läuft falsch mit denen, ganz ehrlich? Ja gut, zum Ameisenhügel wechseln dürfte ein bisschen schwierig werden, weil da werden mir gerade hier nirgendwo angezeigt. Hä? Warte mal. Das war doch zum Außenposten reisen. Ne, den Helicarrier sind hier. Ne, auch nicht. Moment, wo ist er denn jetzt? Ah, hier. Zum Außenposten reisen, okay. Und ich hab mich schon gewundert. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Hey, würdest du uns bitte informieren? Weißt du, was das Ding war? Es ist... Nun, im Grunde ist es eine Brücke durch die Zeit. Ich habe dazu Konzeptforschung betrieben, aber bis jetzt war niemand so dumm, es tatsächlich zu versuchen. Okay, und das ist die Quelle dieser Tachyonstörung? Was immer sie durch die Zeit schickt, ja. Und wenn wir das nicht beenden, werden die Stürme die Realität irgendwann zerreißen. Wir reden davon, dass die Zeit in sich selbst kollabiert. Sie werden nach unserem Einbruch alles abriegeln. Aber ich habe eine Idee. Wir bauen eine zweite Zeitbrücke. Hast du nicht gehört, dass sie die Realität zerreißt? Zeitmanipulation ist keine gute Idee. Genau. Also werden wir es hinbiegen. Wir holen Clint aus der falschen Zeitlinie und schneiden Monika von ihrem Zukunfts-Ich ab. Das stoppt die Stürme, oder? Dann manipulieren wir immer noch die Zeit. Das könnte klappen. Ich brauche ein paar Sachen. Aber weißt du was? Vielleicht. Okay, zunächst einmal brauchen wir alles, was ihr über Monikas Zeitbrückenpläne finden könnt. Risszeichnungen, Unterlagen, alles. Shields Infos weisen auf ein AIM-Datenzentrum in Sibirien hin. Es ist unsere beste Chance. Immer wieder schön, wie er so mit mir quatscht, als wäre er irgendwie, ja, weit weg, würde über, ich würde fast schon sagen, über Funk mit uns quatschen. Da steht 2 Meter neben uns. Schön. Wegen, ja, dafür die Zeit zu reißen. Oh ja, ist eine gute Idee. Denke mir so, hä? Ja, war ja klar, sowas passieren wird. Ah, da haben wir schon. Expansionsprozedur in 3, 2, 1. Spannend sieht's aus. Die Frage ist, was Monika damit überhaupt bezweckt, weil jetzt mal angenommen, das, was Hank sagt, stimmt.
in der Zeit zerreißen und so. Warum sollte Monika etwas in die Zukunft, zu ihrem Zukunfts-Ich schicken? Klar, die Zukunft wird vielleicht dadurch besser, okay, hat aber keinen Einfluss auf die Vergangenheit, sprich auf unsere Gegenwart. Wenn es die Gegenwart zerreißen würde, hätte es dann auch Einfluss auf die Zukunft von der Zukunftsmonika? Oder ist es hier so eine Geschichte, wie es bei Marvel, wie wir es ja auch bei Endgame, Marvel's Avengers Endgame erlebt haben, wo es hieß von wegen, ja, du kannst so eine Zeit zurückreißen, aber es ist nicht deine eigene Zeitlinie, sondern eine neue Zeitlinie. Es ist zwar ein Punkt in der Vergangenheit, den du nochmal erleben kannst, aber es ist nicht mehr dein Zeitpunkt, weil, ja, du reist eben da halt eine andere Zeitlinie und kannst deine eigene Zeit nicht manipulieren. Du schaffst einfach eine neue Zeitlinie, die vielleicht denselben Ausgang hat wie deine aktuelle Zeitlinie oder eine andere. Ich weiß nicht, ein bisschen doof und so das Ganze. Aber es ist im Prinzip das Gegenteil zu dem von Zurück in die Zukunft als Beispiel. Dort hieß ja von wegen, ja, reise ein bisschen durch die Zeit und so, du veränderst deine Gegenwart, Zukunft, wenn du zurückkehrst, alles anders, weil du irgendwas geändert hast. Nee, hier eben nicht. Hier heißt es einfach, du kannst zurückkehren, du kannst dort irgendwelchen Scheiß bauen und so. Aber trotz allem, wenn du wieder in deine eigene Zeit zurückkehrst, die bleibt so, wie sie war. Also du kannst so etwas aus der Vergangenheit oder der Zukunft mitbringen. Okay, geht es Monika darum, dass sie wieder ihrem Zukunfts-Ich irgendwie hilft, um etwas zu bekommen? Jetzt hier in der Gegenwart? Was aber in der Gegenwart noch nicht gibt oder nicht mehr gibt oder keinen Plan? Ameisenhügel. Das krass war, haben wir früher irgendwie bei der PS4-Version so nie gesehen, die ganzen Ameisen hier. Egal. Ja, soweit ist mal ein Gedankengang. Ich habe gerade echt gefragt, was bringt das Monika, wenn sie halt sich selbst und uns alle einfach zerstört? Oder dafür ihrem Zukunfts-Ich, ja, eine bessere Zeit beschert oder irgendwie hilft. Hat irgendwie gar keinen Sinn. Egal, wir sind zurück im Ameisenhügel. Ich würde sagen... Das ist nicht Fio, ne, das ist ein anderer. Der irgendwie was aus dem Mund spuckt. Ja gut, dann soll er machen. Etwas weniger Saft diesmal. Wir haben nicht mehr viele von denen. Ich bin nicht blöd. Warum sagst du es dann so? Ich suche Roy, wenn ich ehrlich bin. Ist das She-Hulk? So ganz in grün? Nee. Doof. Wo zum Henker war Roy? Tut mir leid. Ich will euch schön, dich hier zu sehen. Also, hier ist er, ja. Da ist er Fio. Der Portalspringer. Willkommen. Es ist einsam hier. Das glaube ich, Roy, das tut mir leid. Was haben wir da alles? Nicht genügend Ressourcen. Die Frage ist, wird es irgendwie was bringen? Eigentlich nicht. Es ist zwar, ja gut, auch als ein legendärer. Können wir irgendwie 10-mal boosten und so. Allein schon die Ausrüstungsvorteile. Was haben wir hier für einen? Bodysuit. Der Helm ist fast ähnlich wie der hier. Oh, krass. Ein Austausch wurde Den könnten wir mal machen. Wir können mal gucken, was wir alles so haben. Okay. Also irgendwas Schwaches ausgerüstet, okay. Ich würde mal sagen, wir haben nicht mehr so viele von den Dingen, oder? Scheiße. Wir müssen mal so ein paar Missionen machen. Um die ganzen Module, sage ich jetzt mal, bezeichnete Wahl. zu farben. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich frage mich, ob die irgendwie auch kaufen könnte. So mikrotransaktionsmäßig. Gemessenen Wert erhalten. Jetzt nicht, dass er irgendwie machen würde, nur so als Frage, wie er gehen würde. So. Also da aktuell ausgerüstet wird sich auch sich lohnen. Das freut mich. Toni hat da aber zumindest ein episch, will ich also deswegen so belassen, auch wegen Boost-Vorteil und so. Aktuell ausgerüstet ist er für Tor, ein aktueller bringt da eigentlich nichts. Gehört jetzt Ihnen. Oh, ein legendärer. Wie viel brauche ich? Alter Schwede. Vor allem, man kann es übertreiben, ja. Alter, leg mir doch mal Arsch, ey. Das ist perfekt. Was mein war, gehört jetzt Ihnen. Ein Ja, ich merk schon. wurde durchgeführt. Das freut mich.
Ausgezeichnete So, geben wir Kate doch mal etwas Geiles. angemessene Wortwörtlich. erhalten. Was haben wir da noch? Na gut, ist zwar nur ein seltener für Tony, aber trotzdem, der wäre für Cap. Seltener, ja, da wird einen epischen bekommen. Haben wir sonst noch irgendwas? Der wäre natürlich auch episch, wa? Eben die Kosten, vor allem die Kosten. Die kosten so viel. Die Frage, die man sich immer wieder stellt, ist, lohnt es überhaupt, wa? Deswegen, glaube ich, momentan lohnt es sich noch nicht so, wenn ich jetzt direkt sage, ich will alles upgraden. Ein paar Dinge lohnen sich halt schon. Okay, da kann er weg. Da haben wir 9 für sie. Kann den erstmal boosten. Und noch einmal boosten. Ich kann noch ein paar Mal boosten hier. Weil ich jetzt so viel Materialien habe, warum auch immer. So. Full Boost, sage ich den nur. Dann kann der weg. Dann epischen, ich behalte ihn mal noch. Man weiß ja nie, weil die werfe ich eigentlich ungern weg. Sonst bei Kate ja alles noch im Petto. Also ein bisschen stärker. Dann natürlich immer geil. Danke für Ihre Unterstützung. Bitte kommen Sie wieder. Irgendwann sicher. Jetzt bin ich ja hier. Einsatztisch, alles klar. Wir hatten hier noch ein... Du musst mir einen Also, Gefallen tun. da ist ja die. Da ist ja die alte. Hat die unten ja noch eine? Ah, genau. Hey du. Dr. Maddie Joe kommt auch aus den Filmen. Der Fuck-Gruppierung sagen, ja, leck mich doch, ey. Ich einfach nichts hier machen kann. So. Upgrade-Modul. Ja, wieder zurücktauschen. Ja, ist klar. Das lohnt sich ja auch. Non-Stein der Allianz. Offenbar nur für Kate, warum auch immer. Oder so fucking viel von denen. Für Tony, ja, so, ne, generell schon guten. Der für Widow. Der für den Hulk. Hat bei Hulk echt so schlechte Dinge ausgerüstet? Krass. Gar nichts? Also gut. Vorher, sie kommen wieder, keine Frage. Starte Kompressionsprozedur in 3, Remote-Kopierungsterminal, okay. 1. Also dann, wir haben eine Mission, Freunde. Und ich habe gerade gesehen, wir haben dort eine Truhe. Ich will dich erstmal ganz kurz plündern. Mit Uru. Nicht Uhu, sondern Uru. Tja, neue Operation verfügbar. Ja, gut, also. Ah, da oben. Det Hochland, hä? Ist ja gar nichts. Also gar nichts im Sinn von keine Mission für Katie. Ah, hier. Spürnase. Ja, komm. Der sonst war. Ja. Sonst noch etwas, ne, komm. Wir machen mal die Mission. So, und dann wie immer die Frage, wen nehmen wir mit, wa? Helden vorführen. Also. Also sie geht direkt automatisch durch. Okay, okay. Dann mal gucken, ob wir sogar mit der Stufe und so weiter und so fort drin sind. Hä? Ich würde eigentlich doch lieber gerne... Oh, Mann. Aha, doch, warte mal. Ich will kurz mal gucken. Hä? Eben, dachte man doch, ich habe doch hier eigentlich geile Dinger drin. Ich kann plötzlich hier auf den 12 von den ausgerüstet haben. Hä? Komplett verarschen oder was? So. Das ist ein legendärer. Hier haben wir noch so einen seltenen, ungewöhnlichen. Passt mal fürs Erste. Da ist ein ungewöhnlicher Booster. Oh. Sorry, Hulky. War der hier. Legendärer wieder mal.
Dann kann der weg. Der ist nur selten. Ungewöhnlich kratzt mich auch nicht. Der ist ebenfalls kacke. Wir müssen boosten. Und boosten. Alter Hulk, ey. Mach mir Angst. Da war es glaube ich so, weil ich nicht genau wusste. Moment, Nase juckt. So, Verzeihung. Hab gerade irgendwie... Hallo? Moment. Wird alles ein bisschen am Durchdrehen. So, jetzt geht's wieder. Ja, Mikro ist an. Alter, ist ja verdammte G1 bzw. F1-Taste. Je nachdem, welchem Programm ich gerade drin bin und ich die irgendwie aktiviere, passiert immer wieder was anderes. Das ist voll scheiße. So, aber egal. Zu diesem Thema. Wir haben hier die Dinger und die. Ich glaube, es ist gerade alles gleich. Mal kann das sein. Ne, ist bereits ein bisschen geboostet, der noch nicht, genau. Weiß eigentlich kann, weil Hulk hat, also wir haben genug Naniten, Röhren, Dinger. Kann man auf 30 bringen, ist Hulk ein bisschen stärker. Dann haben wir den geilen Typen. Da glaube ich, nehmen Hulk mit. Ja, man hatten wir schon lange nicht mehr. Muss ich leider zugeben. Ja, Algebra macht das, der macht das. Noch einmal boosten. Wenn es komplett ist, so 33 ist jetzt hier das Maximum. Da geht sicher noch ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Dinge, aber könnt ihr mal noch auf 30 boosten. Dann könnte Hulk vielleicht sogar aktuell unser stärkster Held sein. So nehme ich eben Hulk mit, weil hat doch ordentlich Power mittlerweile. Der gute Junge. Cap, Natascha. Ich würde dann doch eher auf Natascha setzen. Und dann mal die Mission starten, Freunde. Also, wie stehen die Chancen, dass du diese Zeitbrücke tatsächlich bauen kannst? Bis jetzt dachte ich, es wäre unmöglich. Aber Monika scheint das Problem irgendwie gelöst zu haben. Naja, das werden wir gleich rausfinden. Wir sollten unauffällig vorgehen. AIM soll uns nicht unterbrechen, während wir ihre Dateien durchforsten. Ab in die Kälte. Schon wieder. Ja. Wenn wir einbrechen wollen, ohne Alarm auszulösen, müssen wir uns eine Legitimation beschaffen. Suchst du uns ein Ziel? Fange AIM-Funkverkehr ab. Delta-Patrouille in einer Schneewehe verloren gegangen. Wir warten, dass sie sich sammeln, dann kommen wir zurück. Beeilung! Dr. Rappaccini will verstärkte Security im Datenzentrum. Habe unsere leichten Ziele gefunden. Perfekt. Wollen wir? Naja, ob die leicht sind, ist ein anderes Thema. Ich wollte sogar was anderes sagen, aber hey, komm, scheiß drauf. Ganz kurz Daisy, wenn er schon da war. Ah, eben, der war so. AIM-Patrouille, direkt voraus. Schalte sie aus, bevor wir die anderen warnen können. Untersuch ihre Taschen. Ups. Finden wir diese Gestalt. Vielleicht ist das nicht deine Stärke. Geht's Hä? dir gut, Kate? Du wirkst ein bisschen neben der Spur. Ja, tut mir leid. Ich denke darüber nach, was wir gesehen haben. Wind arbeitet mit AIM zusammen. Ich vertraue ihm. Es ist nur... Ich wünschte, ich wüsste, was er vorhat. Nichts davon ergibt einen Sinn. Das ist doch meistens so, oder? Wir sind ja nichts gewesen mit den Späßen. Hui! Das Brot macht Spaß. Gegner nähern sich!
Was willst du, Mann? Was willst du? Unterschätzt niemals den Hulk. Das käme euch nicht gut. Hulky Boy, bist du fertig? Oh! Alter, das wäre Tony. Nicht irgendwie noch einer? Offenbar schon. Das war ja einfach geöffnet. Mann, ist hier ein Nest oder was? Müsste theoretisch noch einen dritten irgendwo haben. Wir bleiben aktiv, interessant. Hier oben schönes. Schon wieder? Das macht unser Ziel, Jarvis. Einen Moment. Wo zum Teufel sind Nummer 4 und 5? Wenn sie nicht bald zurück sind, gehen wir ohne sie. Lieber lasse ich sie erfrieren, als dass der Boss uns alle umlegt. Interessant. Trotzdem wüsste ich gerne, wie ich zum Henker hier das Tor aufkriege. Ah, hier. Das ist mal ganz fies. Los, finden wir diesen Typen. Hoffentlich ist er wichtig genug und hat Freigabecodes. So, ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Da haben wir schönes ein Upgrade-Modul. Ja, gut, in Stunden 1 ist ein bisschen kacke, aber... Das sind die Bösen. Fallspitzen. Das nehme ich gerne. Okay, aber noch was. Ja gut, ein bisschen mehr, kann nicht schaden. Sieht auch ein bisschen geiler aus. Ist das alles? Hä? Wieso? Was ist denn? Ich sehe gar nichts. Die quatsch die ganze Zeit nur, ist das alles, das alles? Oh, bei den sehe ich aber. Einmal. Aim Agent, da oben in dem Turm. Ich sehe einen Eingang in der Mitte. Und ich glaube, ich sehe ein bisschen Ärger auf uns zukommen. Mach die Äuglein zu! Okay. Das, was wir schon Ja. So, die geht unsichtbar, krass. Da hat die Fähigkeit hätte eigentlich nur Natascha. So, ich muss da hoch. Kate. Dankeschön. Das hat ja nicht. Es hat ja eine Truhe, wollte ich da sagen. Den Aim-Agent besiegen und die Zugangscodes beschaffen. Okay, da vorne ist er schon. Party ist mehr oder weniger vorbei, aber das kriegen wir noch hin. Da oben ist er. Okay, ja, das sieht ich aber ziemlich geil. Ist ja fast schon Hawkeye-Style. Handschuhe mehr. Okay, Natascha ist ein bisschen sauer, ich verstehe gar nicht warum. So. An irgendwo hier oben noch eine Truhe? Ich hab vorhin gesehen. Hier ist ein Energieschub. Oh dann.
Aua! Sorry, Kumpel. Ich muss dir mal für eine Sekunde deine Identität klauen. Macht euch kampfbereit! Was zum... So, was ich tue, ich wollte. So, jetzt aber. Hä, wo ist denn der? Okay, ich habe den Agent schon bereits platt gemacht, krass. Wie geht's deinem Orientierungssinn, Jarvis? Vor Ihnen liegt ein Wald. Gehen Sie hindurch, dann erreichen Sie das AIM-Datenzentrum. Ich frag mich, wie viel die hier oben verstecken. AIM will das Wohlwollen der Öffentlichkeit behalten. Alles, was nur im Ansatz kontrovers sein könnte, wird beiseite geschafft. Zeitreisen gehören sicherlich dazu. Die Pläne müssen da drin sein. Stimme ich zu, Natascha? Das muss so sein. Was auch sein muss, das wäre erstmal die Folge, Ben, fürs Erste. Freunde, bitte mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Marvel's Avengers. Es bleibt spannend, glaube ich, irgendwie. Doch, kann man so sagen. Es bleibt spannend und vor allem aber auch verwirrend, denn es geht ja um Zeitreisen. Bis dahin, bye bye.